Wir haben als Eltern mit unseren 3 Kindern die glorreiche Idee gehabt, unsere Ferien ab und zu zu nutzen, um wandern zu gehen. Vielleicht haben wir das auch schon mal probiert, 3 Kinder dazu zu motivieren, Wanderungen zu machen. Die einen lieben es, unsere jetzt nicht so wahnsinnig. Das heisst, wir haben immer ein bisschen Motivation gebraucht, es gibt ein Glas am Schluss oder wir fahren ein Stück mit dem Schiff oder irgendetwas. Und dann ist mir manchmal auf diesen Wanderungen so ein Punkt, wo dann so das Motivationstief kommt. Oder? Das ist dann, wenn du Traubenzückerchen anfängst zu holen oder vielleicht mal einen Farmer überschiebst. Und um so ein bisschen die Zeit dann zu verkürzen, haben wir verschiedene Spiele gemacht. Und eins davon, das kennt ihr wahrscheinlich auch, das heisst «Wer bin ich?». Die meisten kennen es vielleicht in dieser Form, dass man sich so ein Zettel auf die Stirn tut, wo jemand anderes dann in dem Fall geschrieben hat. Ich hoffe, es klebt. Und dann darf man so Ja- und Nein-Fragen stellen und versucht eigentlich herauszufinden, wer bin ich. Und meistens versucht man ja möglichst beschreibende Beispiele zu bringen, also zum Beispiel, bin ich ein Mann? Ja. Bin ich berühmt? Sieht man mich im Fernsehen? Mache ich Film? Und dann, eben, ihr wisst, ich weiss ja, was drauf steht, es ist nur halb so lustig. Genau, am Schluss dann bin ich der Roger Federer. Und bei den Kindern ist es ja unterschiedlich lustig. Je kleiner das sind, desto einfacher ist es zum erraten, weil meistens weiss man schon von Anfang an, wer das ist. Und man spielt so das Spiel. Und das Spiel ist eigentlich eine gute Beschreibung dafür, wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, ja, wer sind wir, was ist denn unsere Identität? Weil in diesem Spiel versucht man ja anhand von beschreibenden Merkmalen, Eigenschaften, charakterlichen Eigenschaften, Eigenschaften von den Lebensumständen oder anderen Eigenheiten eine Person zu erfassen, sie vielleicht von anderen Personen zu unterscheiden und sie auf irgendeine Art und Weise auch zu beschreiben. In dieser neuen Predigtserie «Wer ich nicht bin», wollen wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen. In den nächsten 4 Wochen oder in der nächsten Zeit mit diesen Predigten möchten wir eigentlich eintauchen in die Frage, ja, was bestimmt denn eigentlich, wer das wir sind? Wie finden wir das heraus? Und wir glauben fest, dass es einen grossen Einfluss auf unser Leben haben kann, zu wissen oder eine Vorstellung davon zu haben, wer wir sind. Die Frage, wer bin ich, die gehört zu diesen grossen Fragen, die, ich würde sagen, jeder Mensch auf seinem Lebensweg immer und immer wieder beschäftigt. Von wo komme ich? Wohin gehe ich? Für was lebe ich? Oder eben auch, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Was kennzeichnet mich? Wenn man aber so über das Thema Identität nachdenkt, dann fällt einem auch ziemlich schnell auf, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Begriff wie Identität überhaupt zu fassen. Ja, was heisst denn das überhaupt? Was meint man denn, wenn man sagt, ja, wer bin ich oder was ist meine Identität? Und darum habe ich gemacht, was man heutzutage macht. Ich bin recherchieren im Internet und alle anderen mir schnell, zum Beispiel bei Wikipedia, Enzyklopädie, und Folgendes steht dort drin über Identität. Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Tönt wahnsinnig hochgestochen. Einfach übersetzt würde ich sagen, es versucht zu beschreiben, was uns ausmacht als Menschen oder als ein Gegenstand und versucht das irgendwie in Kategorien zu fassen, wo man mit anderen vergleichen kann und kann sagen, ja genau, also ein Mensch ist ein Mensch und kein Tier und auch kein Tisch, sondern er ist ein Mensch, weil er Eigenschaften hat, die Menschen als Gruppe kennzeichnen. Und vom Wesen vielleicht gibt es auch eher aufgeschlossenere, zurückgezogenere, fröhlichere, vielleicht ein bisschen schwermütigere. Es gibt vielleicht ein bisschen extravertiertere, ein bisschen introvertiertere Persönlichkeiten. Und so versucht man also mit Beschreibungen, mit Kategorien fassbar zu machen, wer jemand ist oder wer ich selber eben bin, was mich ausmacht. Wir bleiben aber, wenn man das so anschaut, schon auf einer sehr technisch beschreibenden Ebene. Und es hat mir so ein bisschen gedacht, das lange irgendwie noch nicht ganz, um das zu erfassen, was die Frage mit uns, in unserem Herz drin eigentlich macht. Es ist vielleicht so ein bisschen auf dieser Ebene von der Oberflächlichkeit, wie bei dem Spiel, oder, wo man eigentlich versucht, Personen zu kategorisieren mit dem, was man von außen so grob erfassen kann. Und beim weiteren Nachsuchen über so Beschreibungen bin ich auf einen Lexikoartikel von der Psychologie gestoßen. Das ist aus dem Dorsch. Und dort steht Folgendes.
Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung, das heißt aus der Geschichte, aus den Erlebnissen, die sie gemacht haben, heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Das beschreibt jetzt mehr das, was ich würde sagen, meine ich damit, wenn ich sage, was ist meine Identität oder wer bin ich? Nämlich der Versuch, das Bild, das ich habe von mir selber, die Vorstellung davon, was mich ausmacht, wer ich bin, was ich möchte, irgendwie zu erfassen und zu beschreiben. Also meine Eigenheiten, meine Stärken, meine Schwächen, meine charakterlichen Merkmale, die ich habe, aber vielleicht auch meine Überzeugungen, meine Werte, die ich habe, versuchen wahrzunehmen und zu beschreiben. Oder vielleicht, um es noch mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, ist für mich die Suche nach der Identität auch eine Suche danach, was macht mich zufrieden und glücklich in meinem Leben. Wo blühe ich auf? Was passt zu mir? Was möchte ich? Und was ist vielleicht etwas, wo ich merke, nein, wenn ich diesen Weg einschlage in meinem Leben, dann werde ich nicht wirklich glücklich und zufrieden werden. Also die Sachen wie charakterliche Eigenheiten, Stärken und Schwächen, Ziel, Wert und Überzeugungen, die prägen unser Leben, weil sie unsere Entscheidungen, unsere Handlungen, unser Leben in dem Sinne so anfangen zu prägen. Und darum glaube ich auch, dass es sich lohnt, immer wieder sich Gedanken über das zu machen. Weil das Selbstbild von uns selber, das haben wir alle. Egal, ob uns das bewusst ist oder nicht. Jedes von uns hat Gedanken über sich selber und richtet sein Leben danach aus. Ob wir das jetzt reflektiert und bewusst machen oder nicht, macht eigentlich da nicht so einen Unterschied. Aber es macht es vielleicht manchmal so für uns, dass man manchmal dann an einem Ort landet, wo man merkt, da ich kann eigentlich gar nicht hin, weil es nicht bewusst war, was überhaupt wichtig ist für uns. Dass das ein Brennpunktthema ist, das merkt ihr sehr schnell, wenn ihr mal durch Instagram durchscrollt oder auf YouTube Filme schaut oder wenn ihr in eine Buchhandlung hineingeht und all die Ratgeber dort seht. Ratgeber zu einem glücklichen und zufriedenen Leben. Ratgeber dazu, wie es einem hilft, zu sich selber zu finden. Herauszufinden, was einem wichtig ist, gibt es in Hülle und Fülle. Und so wagen wir es in dieser Serie ein bisschen provokativ, eben mit dem Titel «Wer ich nicht bin», ein paar Mythen auf die Spur gehen. Und vielleicht auch provokativ gesagt, ein paar von ihnen zu entzaubern, von diesen Mythen, konkret 4. Und heute starten wir mit einem Mythos, und ich glaube, ist gerade in unserem Umfeld, in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis extrem prominent, extrem dominant. Ich bin, was ich leiste. So ein Lebensmotto, wo man sagen könnte, beschreibt uns als Schweizer, vielleicht ganz besonders, aber ich glaube, vielleicht so die westliche Gesellschaft im Allgemeinen sehr stark. Wir haben so ein Sprichwort, das heisst, jeder ist seines Glückes Schmied. Das heisst, man ist selber dafür verantwortlich, wie es einem geht. Und schon oft, schon als Kleinkind, wird uns beigebracht, dass das, was wir sind, gemessen wird und in Vergleich gestellt wird zu anderen. Auch in der Schule erleben wir das oft, das ist euch wahrscheinlich auch so gegangen. Der Druck, der da kommt, die Gesellschaft, die uns irgendwie mitnimmt, die uns versucht, auch irgendwo zu helfen, weiterzukommen, aber immer wird auch unsere Leistung beurteilt, was wir machen, wie gut sind wir im Vergleich. Und das kann jetzt sein, eher so kognitive Sachen, schulische Sachen, in unserem Denken, in der Informationsverarbeitung, das kann sein im Sport, das kann sein in sozialen Fähigkeiten. Haben wir so einen Titel gehört, der vermessene Mensch, oder? Vielleicht kennt ihr das. Der Versuch, irgendwie, den Menschen irgendwie in Kategorien hineinzutun. Wir kennen das. Und oft wird der Schluss dann nach, dass man sagt, wer mehr leisten kann, wer leistungsfähiger ist, der ist auch wertvoller. Oder der fühlt sich selber wertvoller. Oder der wird glücklicher und zufriedener sein im Leben. Spannend dünkt es mir, dass jetzt gerade so ein bisschen im Arbeitsumfeld eher ein bisschen eine Trendwende da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es hat noch nie so viele Teilzeitarbeitende gegeben. Noch nie ist das Thema Work-Life-Balance so wichtig und prominent gewesen wie heutzutage. Und auch so Frühpensionierungen oder andere Versuche, dieser Leistungsgesellschaft entgegenzuwirken, sind eigentlich recht trendy. Und man könnte so ein bisschen meinen, vielleicht haben ja die Schweizer auch ein bisschen gebrochen mit dieser Leistungsgesellschaft. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es einfach in dem Bereich, wo man es weggenommen hat.
Aber der Druck eben, jetzt nur schon, wo die Work-Life-Balance dann von unser Leben bringt, oder Teilzeitarbeit, was das an zusätzlichen Herausforderungen auch in ein Familiensystem hineingeben kann, das ist ja nicht unbedingt nur entlastend, sondern manchmal verschiebt sich dann auch einfach die Geschäftigkeit und das Tun an andere Orte an. Also wenn ich mit Nachbarn, Kollegen, Freunden rede, dann würde ich sagen, viele sind im Moment weg von easy going und Müßiggang. Es gibt plötzlich andere Ambitionen. Lebensthemen, wie zum Beispiel Gesundheit, Fitness und Wellbeing, mentale Gesundheit oder Nachhaltigkeit oder all die Tipps und Ratgeber und Podcasts, die es gibt zu Beziehungsgestaltung und Erziehung oder dann Adventure oder Vanlife. Ich glaube nicht, wie viele Hunderte von Videos das es gibt zu diesen Themen. Oder der perfekte Golfrasen im Garten. Ja, ich gebe es zu. Ich habe auch schon Videos geschaut, kaum mich hören. Ich höre meinen Nachbar lachen da. Die Gesellschaft trimmt uns zu mehr Leistungsfähigkeit, zu mehr Effizienz und zu der Suche nach dem wahren Glück im Leben. Und es dunkelt mir, es geht so in zwei Richtungen. Einerseits in der Breite, immer mehr versuchen, unter einen Hut unterzubringen. Andererseits aber auch in der Tiefe. Versuchen, in allen diesen Themen, Lebensbereichen möglichst gut zu sein, möglichst ideal zu sein. Immer topfit, immer gut gestylt, immer empathisch und rücksichtsvoll, immer erfolgreich, immer präsent, auch daheim. Präsent bis zum Umfallen. Ich bin, was ich leiste. Und vielleicht tönt es jetzt im ersten Moment ein bisschen zynisch, aber es ist gar nicht so gemeint. Ich glaube, Leistungsfähigkeit per se ist nicht einmal etwas Schlechtes. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eigentlich angelegt in uns Menschen drin, dass Gott schon bei der Schöpfung gesagt hat, es ist gut, dass wir die Erde bebauen und bewahren und etwas aus ihr machen. Es ist gut, dass wir Menschen eben die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, Sachen können zu tun, Projekte können anzupacken, etwas zu gestalten, etwas zu entwickeln. Es gehört zu unserem Sein dazu, zu unserem Naturell und zu dem Schöpfungsgedanken, den Gott hat. Also nicht per se ist Leistung und Leistungsfähigkeit etwas Schlechtes, im Gegenteil, es ist etwas mega Schönes, Kostbares und Wertvolles. Die Frage ist einfach, wie fest definiert das mein Sein, meine Identität? Ziehe ich aus dem meinen Wert heraus, mein Lebensglück, oder gibt es andere Sachen, wo ich mich darauf abstützen kann? Dass die Frage nach der Leistung und der Leistungsfähigkeit schon lange ein Thema ist, zeigt auch ein Blick in die Bibel. Und wir werden gemeinsam in eine, ich würde sagen, mehr oder weniger berühmte Geschichte eintauchen, wo es auch um das Thema geht. Und wir lernen heute von zwei Frauen, also von der Begegnung von Jesus mit zwei Frauen. Es sind das die Maria und die Martha. Jesus war ja oft unterwegs und wenn er auf Jerusalem gereist ist, dann hat er so einen Zwischenstopp gehabt bei Freunden von ihm, wo er eigentlich immer gehalten hat. Und das ist so eben in dem Haus gewesen, es heisst das Haus von der Martha. Und allein die Begegnung, eigentlich, da hat es so viele Sachen drin, die mir neu aufgefallen sind, zum Beispiel das Haus von der Martha war, von einer Frau, nicht vom Lazarus, vom Bruder. Wo ist dann eigentlich der Mann, der normalerweise als Oberhaupt war, aber auf das können wir heute nicht eingehen. Also offensichtlich hat Martha Gäste bewirtschaften, bei sich die Hause aufnehmen und in ihrem Haus hat sie Jesus und die Jüngerschar, die da unterwegs war, man weiß nicht genau, wie viele das sind, bewirtet. Und es war ihr ein grosses Anliegen, wenn der Jesus auf Besuch kommt, es möglichst gut zu machen. Und sie hat sich so richtig ins Zeug hineingelegt und sie hat viele Vorbereitungen gemacht. Sie hat gearbeitet und gemacht und da. Und irgendwann einmal ist ihr etwas aufgefallen, was man auf dem Bild da sehr gut sieht, nämlich auf der rechten Seite von dem Föteli, sehen wir ihre Schwester, die Maria. Und sie hätte natürlich gedacht, dass die jüngere Schwester Maria ihr würde helfen bei dieser Arbeit da drin, weil es hat ja schließlich viel zu tun gegeben. Aber die hat offensichtlich einen anderen Plan gehabt. Und ein bisschen unschicklich vielleicht für die damalige Zeit, ist sie zu den Füßen von dem Lehrer, von dem Rabbi Jesus gehockt. Und anstatt dass sie gearbeitet hat und geholfen hat, wie es üblich gewesen wäre, hat sie gehört, was Jesus zu sagen hat. Und Martha wird dann nachvollziehbarerweise ein bisschen temperiert, sagen wir manchmal, oder? Da erregen sich so gewisse Gefühle, nicht alle von denen sind heilig. Und sie äußert sich dann Jesus gegenüber.
und spricht eigentlich so ein bisschen indirekt an: Jesus, findest du eigentlich okay, was da gerade läuft? Könntest du nicht bis sogar meiner Schwester sagen, sie sollte ihren Allerwertesten mal in Bewegung setzen und mir auch ein bisschen helfen kommen? Und dann lesen wir von dieser bekannten Antwort, wo Jesus dieser Martha gegeben hat, wo irgendwie so ein bisschen einen Kontrast gibt, auch in die ganze Szenerie hinein. Ab Vers 41 im Kapitel 10 vom Lukas-Evangelium. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines ist aber wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Vielleicht hast du auch so Gedanken gehabt, wenn du den Text gelesen hast, dass Jesus mit der Martha da ein bisschen ins Gericht geht, dass er sie zurechtweist und ihr sagt: Hey, du hättest es halt auch anders machen. Und vielleicht tönt es in unseren Ohren dann manchmal so ein bisschen lieblos und auch so ein bisschen verurteilend für ihre Persönlichkeit. Aber je mehr ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, desto klarer ist das Bild in mir geworden, dass Jesus die Martha nicht in allererster Linie hat schlecht machen oder die Leistungsfähigkeit oder ihre Mühe da ihnen schlecht machen. Ich glaube, es ist da nicht darum gegangen, abzuwerten, was die Martha tut und dass sie sich Mühe gegeben hat. Nein, es war ja auch ein Ausdruck von ihrer Hingabe, von ihrer Liebe, von dem Wert. Es war auch etwas, was in dieser Kultur wertgeschätzt war. Gastfreundschaft in der damaligen Kultur war einer der höchsten Werte. Und Martha hat also nicht in dem Sinne etwas Falsches gemacht. Aber Jesus hat ihr einen neuen Blickwinkel geben, auf ihr Sein und auf ihr Tun. Und ich finde es darum schön, wenn man es nochmal so ein zweites Mal noch, das drittes Mal liest, dass er eigentlich ja zuerst wertschätzt und sie sieht und wahrnimmt, empathisch wahrnimmt, was sie beschäftigt. Er sagt ihr nämlich: Du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Das ist ja mal nur eine Feststellung. Es ist das, was Jesus wahrnimmt und sieht, wie es ihr geht, in dem Tun hinein. Vielleicht hat sie sich gefühlt im Hamsterrad. Vielleicht hat sie es möglichst gut machen. Vielleicht war sie auch auf dieser Suche nach Zufriedenheit und nach Erfüllung. Vielleicht hat sie es sehr gut gemeint. Und Jesus nimmt das wahr und wertschätzt das und sagt: Ich sehe, wie fest dass du besorgt bist, wie viele Gedanken dass du dir machst, wie gut dass du es meinst und wie viel Mühe dass du dir machst, wie fleissig dass du bist, wie hingegeben dass du bist, wie viel dass du versuchst richtig zu machen. Aber er versucht ihr auch zu helfen, den Blick darauf zu werfen, wie schnell das uns vereinnahmen kann. Das eigentlich, was gut gemeint ist für unser Leben, unsere Leistungsfähigkeit, die guten Absichten, der gute Wille, das Bemühen, das Versuchen, am richtigen Ort dran zu sein, wie schnell das einem das vereinnahmen kann und dass man in dem Tun gefangen ist und wie schnell das anfangen abfärben eben auf unseren Selbstwert, auf unsere Prioritäten, auf unsere Ausrichtung in unserem Leben drin. Könnte es sein, dass Maria so in dem Aktivismus war, in dem Tun war, dass sie sich selber ein bisschen verloren hat. Und Jesus ihr den Blick wegrichten und sagen: Es gibt da aber etwas, was wirklich wichtig und gut ist. Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir plötzlich eine andere Stelle in den Sinn gekommen, wo Jesus auch von der Sorge redet und von den Prioritäten im Leben. Vielleicht kennt ihr das. Die Begebenheit, die es in der Bergpredigt berichtet ist zum Beispiel, wo Jesus dann sagt: Und schaut die Vögel an und schaut die Blumen an. Und ihr alle macht euch so viel Sorgen um das, was ihr anzulegen habt und das, was ihr zu essen habt. Ihr macht euch so viel Sorgen um die materiellen Sachen. Und dann sagt er: Richtet euren Fokus auf das Reich von Gott. Trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Das will nicht sagen, alles andere ist unwichtig. Das will nicht sagen, die Arbeit, die ist schlecht und hör endlich auf. Und wird einfach ein Faulenzer und hängst einfach nur noch um und genießt das Leben. Nein, es meint, es ist gut, was du tust, aber pass auf, dass sich das nicht anfängt zu vereinnahmen. Und versuche im Fokus zu behalten, was wirklich richtig und wichtig ist. Es versucht den Blick zurückzuziehen, wo Maria in dieser Begebenheit war, zurück bei Jesus und sagen, alles, was ich tue und mache, nicht zu machen, weil ich erhoffe,
dass ich meinen Wert und meine Bestätigung von meinem Umfeld oder von mir selber über meine Leistungsfähigkeit in mich hineinhole, meine Identität definieren, über das, was ich tun kann, sondern vielmehr vielleicht darüber, wer ich bin in den Augen von Jesus, was er denkt über mein Leben, was seine Prioritäten für mein Leben sind, was die Sachen sind, die er findet, dass sie gut sind, dass wir machen sollen. Es gibt eine andere Stelle im Epheserbrief, das heisst, dass wir in diesen vorbereiteten Werken laufen können. Es ist nicht schlecht, etwas zu tun, aber die Frage ist, tun wir das Richtige? Sind wir am richtigen Ort bemüht? Und ziehen wir das Richtige aus dieser Leistungsfähigkeit heraus? Jesus sieht die Martha, sieht ihr Herz, sieht ihre Bedürfnisse und er versucht ihr zu helfen, den Fokus auf andere Sachen zu legen. Und es gibt so ein paar Fragen, wo wir hängen geblieben sind. Was würde passieren in meinem Leben oder in deinem Leben, wenn wir aus was für einem Grund auch immer nicht mehr gleich leistungsfähig wären, wie wir es bis jetzt sind? Das kann sein, weil man älter wird. Das kann sein, weil vielleicht ein neuer Lebensabschnitt ansteht. Denkt auch gerade an den Übergang in die Pensionierung hinein, oder? Wo man plötzlich aus etwas raus in etwas Neues hinein können. Es können aber auch ganz andere Lebensumstände sein. Vielleicht ist es eine Krankheit, eine Einschränkung. Vielleicht ist es einfach, dass vieles gerade läuft. Vielleicht ist es die Not, das Bedürfnis von anderen Leuten in unserem Umfeld hinein. Was würde passieren, wenn ich nicht mehr gleich leisten könnte? Was für einen Einfluss hätte das auf mein Leben, auf mein Sein, auf meinen Selbstwert, auf mein Selbstbild? Wo ziehe ich, wo ziehst du Wert und Identität aus dem heraus, was wir tun und aus dem heraus, was die Leute oder was von außen eine Rückmeldung wegen dem kommt? Und machen wir die Sachen, weil wir überzeugt sind davon oder weil wir es gerne haben, dass die Leute uns loben? Und wo verdrängt manchmal all unsere Geschäftigkeit und unser Beschäftigtsein und unser Tun die Zeit und der Raum, den wir haben, um zu sein und uns mit dem auseinandersetzen, was uns ausmacht, was uns einzigartig macht, wer wir sind und vielleicht, was Gott von uns möchte in unserem Leben drin. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was es heisst, zu sein bei Jesus, wie die Maria, zu sitzen zu seinen Füßen und ihm zuzuhören, dann bin ich fest davon überzeugt, dann heisst es, Raum zu schaffen in unserem Leben, wo wir versuchen, anzuhören, was für Gedanken und Aussagen das Gott macht, das Jesus macht über unser Leben. Und das finden wir in der Bibel hinein. Wir finden so viele Aussagen und Zuspruch dort drin, wo uns hilft, die Gedanken, die Gott über unserem Leben hat, das, was für ihn wichtig ist in unserem Leben und in unserem Sein, wahrzunehmen und zu hören. Und unseren Blick auch in unserem Alltag immer wieder auf das zu richten und zu sagen, ich richte mich aus auf das, was er denkt, das wichtig ist. Und ich lasse mich nicht einspannen in so ein Hamsterrad hinein, wo ich einfach nur noch tun, bis ich nicht mehr mag. Und wenn wir dort hinhören, dann merken wir etwas extrem Befreiendes. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Und niemand kann sich mit seiner Leistung etwas verdienen. Die Liebe, die Gott hat, sein Blick auf unser Leben, der Wert, den er in uns sieht, den haben wir nicht, weil wir etwas können oder etwas machen, sondern weil wir etwas sind. Und so lesen wir zum Beispiel im Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, da ist Jesus gemeint, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Wir werden in den nächsten Predigten immer wieder auf so Statements und Aussagen zu sprechen kommen, was Gott in uns sieht. Und heute über den, vielleicht für einige da innen altbekannten Satz, wo man so schnell sagt, wo so abgewetzt ist mit der Zeit, dass wir Kinder von Gott sind. Söhne und Töchter von Gott. Das sind nicht Sklaven, nicht Arbeiter. Es sind Kinder. Ein Beziehungsstatus, den man hat, ohne dass man etwas machen dafür. Das Kind von jemandem ist man einfach. Und egal, was passiert, egal, ob man das will akzeptieren oder nicht, oder ob man in dem hineinläuft oder nicht, man ist ein Kind von dem Vater,
von der Mutter, die man hat. Nicht durch menschliche Leistung, nicht durch Tun, egal wie fromm das sie ist. Oder egal wie gut das sie ist, können wir uns bei Gott irgendetwas erarbeiten, können wir mehr von ihm holen. Und so will ich dir Mut machen. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch wieder ganz neu darüber nachzudenken, was das bedeutet. Aus dem Bewusstsein aus, ein Kind von Gott zu sein, dass das mein Wert, dass das der Zuspruch ist, dass das Fundament ist von meiner Identität, von meinem Sein, aus dem heraus zu arbeiten und zu leisten, jeden Tag neu. Und vielleicht jeden Tag als so ein Geschenk sehen, wo ich zuerst damit anfange und sage, bevor ich irgendetwas geleistet und erreicht habe an dem heutigen Tag, mache ich mir bewusst, für Gott bin ich, wer ich bin. Nicht, weil ich etwas tue, sondern weil ich bin. Ich bin sein Kind. Er liebt mich. Er hat Freude an mir, an dir. An dem, wo du kannst, an dem, wo du bist, an dem, wo du tust. Ich glaube, es lohnt sich, immer und immer wieder so einen Moment einzubauen, wie die Maria sie hatte, in unseren Alltag, in unser Leben hinein, wo wir mal kurz auf Pause drücken und wenn das nur 5 oder 10 Minuten sind am Tag, wo wir alles hinter uns lassen, wo Ansprüche hat an unser Tun und sind bei Gott und versuchen anzuhören auf die Stimme von Gott, die manchmal so fein ist, wo manchmal so schnell zugedrückt wird durch die Geschäftigkeit vom Alltag und anzuhören und zu sagen, ja, was ist denn das, was du siehst in mir drin? Und was möchtest du, dass ich tue heute? Auf was soll ich heute Priorität legen? Und aus dem heraus zu handeln. Und so wollen wir einen Übergang auch in den zweiten Teil von unserem Gottesdienst uns jetzt kurz einen Moment nehmen und einen Bibelvers auf uns wirken lassen und uns unsere eigenen Gedanken da drin machen. Das ist ein Text aus dem Epheser 5, Vers 1, und ich finde, fasst das zusammen. Man könnte auch das Maria- und Martha-Motto vielleicht sagen. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Nicht umgekehrt. Ihr sollt alles richtig machen und dann seid ihr Gottes Kinder. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Wir nehmen uns jedes für sich kurzen Moment, um das auf uns wirken zu lassen, darüber nachdenken, was das könnte bedeuten für dich ganz konkret, dort, wo du jetzt stehst. Vater im Himmel, ich danke dir für den Zuspruch, der steht
für den Ruf für jedes einzelne Leben von uns. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Und es tut mir leid, wie schnell ich das vergesse in meinem Leben hinein. Wie wenig Raum und Platz das so oft hat in meinem Alltag. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest zu unserem Herz, zu unserem Inneren, zu unserer Seele. Dass du das pflanzt in uns drinnen. Die Gewissheit, die Sicherheit mit tiefen Wurzeln, wo diesen Stürmen vom Alltag und diesen Ansprüchen, die von außen aus uns kommen, mögen standhaben. Dass es der kostbare Schatz in unserem Innersten darf sein. Die Quelle von dort, wo unser Leben rausfließt. Die Gewissheit und die Tatsache, dass wir bei dir sind. Geliebte Kind von dir. Unabhängig von dem, was wir tun und machen. Unabhängig davon, wie unser Leben im Moment aussieht. Unabhängig davon, was wir können oder nicht können. Was uns gelingt oder nicht gelingt. Heiliger Geist, ich bitte dich um die Kraft und den Mut, so Oasen in unserem Leben zu schaffen, wo wir sitzen zu deinen Füßen und hören, was du zu sagen hast über unserem Leben. So viel verpasse ich in meinem Alltag drin. Ich bitte dich um deinen göttlichen Frieden ins Herz und in unsere Seele hinein, wo manchmal so umgetrieben ist und so aufgeschüchtert ist von all dem, was man noch könnte, von all dem, was man noch sollte und müsste. Heiliger Geist, dass du uns Mut gibst, zu gewissen Sachen Nein zu sagen. Uns von gewissen Sachen zu lösen und zu sagen, nein, das will ich nicht, das muss ich nicht, das bin ich nicht. Und Ja zu sagen zu anderen Sachen, weil wir spüren, dass es das ist, was du möchtest von uns. Und Jesus, dass wir deinem Vorbild folgen können. In dieser Verbundenheit mit dem Vater im Himmel unterwegs sein können. In unserem Alltag hinein. Dass wir wissen können, wo das dran ist, zum Weitergehen und wo das dran ist, zum Stehenbleiben. Und dass aus unserem Leben heraus also Ströme vom lebendigen Wasser weiterfließen mögen. Dass wir und unser Leben anderen Menschen gut tut, weil du durch uns durchwirkst. Dass wir helfen, dass Frieden und Freude und Güte und Barmherzigkeit und Rücksichtnahme weitergehen in unser Umfeld hinein. Für das brauchen wir dich. Dass wir das weitergeben können, was du uns geschenkt hast. Herr, wir wollen beten für die, wo es ihnen mega bewusst ist, dass sie begrenzt sind. Für die vielleicht lieber mehr möchten, als sie können. Für die leiden darunter, unter diesen Einschränkungen, die sie zu tragen haben. Ob das jetzt körperlich ist oder psychisch ist oder was für Sachen auch immer. Dass du ihnen ganz besonders zusprichst und sagst, ich sehe dich, ich kenne dich. Du bist wertvoll und kostbar in meinen Augen, unabhängig von irgendetwas, was du tust. Und wir bitten dich, dass dort, was möglich ist, dass du die Umstände veränderst, dass du Menschen gesund machst und heilst, an ihrem Körper, an ihrer Seele. Dass sie mögen aufblühen in das hier, was du für sie gedacht hast. Amen.